Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, ihr seid prepared für diese Folge, weil es ist Part 2 von meinem Tagebuch, von meinem allerersten Tagebuch, von meiner ersten, ja ich will nicht sagen ersten Liebe, aber von meiner ersten Beziehungen, Kindergartenbeziehungen. Und ihr habt den Part 1 ja so fett abgefeiert, holy shit. So, jetzt nehme ich auch wieder die ganze Zeit am Vollspann gesehen, wer kommt Part 2? Da ist er, Leute! Und ich habe ja letztes Mal, habe ich auch meiner Mom in der Nacht am 2 oder so geschrieben, ob sie mir die Bilder schicken von meinem Tagebuch, weil ich habe das daheim bei meinen Eltern. Und ich habe es jetzt da, in meinen Händen. Wir können das live beschnuppern. Nein, wir können einfach, es ist einfach noch ein bisschen ein anderes Feeling. Ja, ich bin so hyped. Ich glaube, es hat richtig lustige Storys drin, wo ich mich fett dafür schäme. Für die Part 1 nicht mitbekommen haben, ich habe das Buch nur schon genannt «Wer ist an der Reihe?». Ich glaube, das sagt schon alles aus. Nein, oh mein Gott. Ja, es wird auf jeden Fall eine unangenehme Podcast-Folge, aber ich freue mich auch drauf. Ich glaube, es wird lustig. Aber ich muss euch vorher ein paar Sachen erzählen, weil es ist wieder... Okay. Ich wollte sagen, es ist wieder so passiert, aber es ist literally nur das Frauenfeld passiert. Ich bin oben ein Frauenfeld passiert. Ich bin gerade viel zu hyped, um jetzt reden. Oh mein Gott, schnell calm. Ich bin oben ein Frauenfeld gewesen. Und ich bin, wenn ich heimkomme, am Sonntag, wir haben Donnerstag, ich habe wirklich nichts gemacht, literally nichts gemacht, seit ich heimgekommen bin. Weil ich einfach so... Ich habe schon gelebt so, ich bin schon mal rausgegangen oder bin mal in Starbucks arbeiten, aber ich habe jetzt wie nichts so crazy shit erlebt, was ich euch erzählen kann. Einfach weil ich so kurz, das ist 4 Tage, full Fiebertraum gewesen. Also wirklich so viele Sachen erlebt, dass ich einfach schnell kurz eine Pause gebraucht habe. Von allem, von Menschen, von Alkohol, von Musik, von Filmen, ja einfach wirklich, ich check it, auf jeden Fall. Ja, ich habe gedacht, ich erzähle kurz die höheren Highlights, die ich so kann. Und sagt mir Lowlights. Können wir das Wort bitte einführen? Lowlights sind hure geil. Also meine Highlights sind... Was waren meine Highlights? Ich habe nur Lowlights aufgeschrieben. Nein, also meine Highlights waren Vicky. Für die sie nicht kennen, sie ist eine Artist. Und... Ich glaube, viele kennen sie nicht. Aber ich fühle sie eigentlich. Ich muss sagen, ich finde es echt geil. Für die, soll ich jetzt mal ein bisschen singen? Für die, vielleicht kennen ein paar Songs von TikTok. So FKK, weil ich komme ohne BH. Sie sagen, zieh dir mal was an, kommt dir auf Nübel, nicht klar? Ja, das ist jetzt eine wunderschöne Gesangsleitung von mir gewesen. Nein, aber sie hat wirklich voll die geile Energy. Und das Geile ist ja, ich finde, also weißt du, so, ich muss jetzt euch von meinen Fan-Moments erzählen, okay? Also erstmal, ist nach dem Wiki-Konzert, das war am Nachmittag, sind wir am Abend, so in, keine Ahnung, wann war das? Im 7. oder so, ich weiß gar nicht wann, ist Luciano gelaufen und wir sind halt mit den anderen so chillt, so mit Adi und keine Ahnung was. Und dann hat Vicky einfach auch mit ihnen am Chillen und ich so voll müssen so tun von... Keine Ahnung, ich weiss auch nicht, ich bringe es nicht auf die Reihe. Das nervt mich so fest. Wenn ich einen Fangirl-Moment habe, kann ich nicht einfach meine Eier in die Hand nehmen, zu dieser Person gehen und sagen, voll geil, was du machst, ich fühle dich komplett. Ich kann das nicht. Ich weiss nicht, warum, es ist so dumm. Mein ganzer Kopf sagt dann, oh mein Gott, du darfst jetzt nicht auffallen, dass du ein Fangirl bist. Das ist so blöd, das ist so dumm. Ja... Das ist long story short, ich habe nachher mit ihr geredet. Aber für mich innerlich bin ich so mega glücklich gewesen, dass wir so in der Circle am Tanzen waren. Und sie war einfach auch in unserem Circle am Tanzen gewesen. Ja, genau. Ach, ich muss mir das wirklich vornehmen, das ist so dumm. Es ist ja so, Ritterlin war auch mega nice gewesen, das ist auch ein Artist. Das sind halt alles deutsche Artists. Und voll, das muss ich jetzt schnell sagen, unpopular opinion. Aber ich finde an einem Festival kleine Artists so viel geiler. Erstens, sie sind viel sympathischer und zweitens, ich finde auch die Crowd viel geiler. Also die Crowd ist einfach kleiner und sie geht mehr ab und es ist einfach, ich weiß es nicht, ich fühle das irgendwie viel mehr und wenn du jetzt so das vergleichst mit so einem mega grossen Ami-Artist, also ich will jetzt nicht bei allen sagen, so 50 Cent habe ich zum Beispiel auch mega sympathisch und mega nice gefunden, aber sonst ist es halt meistens so, dass ich weiß auch nicht, dass es einfach so für viele halt einfach so, dass, weißt, die schätzen das vielleicht gar nicht mehr so, weil das halt für die machen das seit keine Ahnung wie vielen Jahren schon, dass sie auf einer Bühne sind. Und wenn du halt einen Young Artist hast,
Artist hast, wo du dann so richtig merkst, er blüht gerade so auf der Bühne auf. Und ich weiss auch nicht, wenn du in der Crowd bist, hast du dann auch mehr Lust zum so laut sein und supporten und mega das Gefühl, oh mein Gott, wir geben dir einen vollen Support. Und wenn dann halt so einfach so neue Artists auf der Bühne stehen und so richtig, einfach so, du merkst so richtig, wie sie so, oh mein Gott, sie haben gerade ihren Moment von «Ich habe es geschafft». Und das ist so herzig. Ich weiß auch nicht, ich genieße Sachen viel mehr. Genau, also, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, wegen Ritterlin. Das war eben auch so das Ding. Ich fühle ihn auch komplett, weil ich Lieder kenne von ihm. «Outfit check, geben up fresh». Den kennen wir sicher auch. Auf jeden Fall, er hat Auftritt gehabt. Und ich habe dann auch so, also wir sind so mit dem, ich weiß gar nicht, ob ich erzähle jetzt einfach von TikTokern Namen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennen, aber Julian Paul, ist ja scheißegal. Er ist auch ein mega Sympa-Dude. Wir sind mit ihm auf dem Zeltplatz gewesen. Und ich habe ihm auch so erzählt, so, ich freue mich hure auf Ritterlin und so. Und wir wollten dann zusammen schauen und sie hat dann gesagt, ja, die Stachel, sie war übrigens auch mit uns im Schüler, sie muss noch ihre Haarringe so machen, so, wir kommen dann später. Und ich so, aber ich muss eigentlich schon pünktlich dort sein. Und er so, aber also, bist du wirklich so ein kleiner Fan? Ich so, ja, safe. Und dann sagt er auch so, also kannst du schon nachher noch zu uns kommen, wir chillen nachher mit ihm. Und ich so, no way. Long story short, wir sind nachher nicht, also ich kann es nachher hat sich es doch nicht ergeben, aber gleich, weißt du, nur schon der Fakt, dass irgendwie so, dass ich den Ritalin so über eine Ecke kenne, ist so, what the fuck. Ja, das war so mein Fangirl-Moment von dem Open Air. Was sind sonst noch Highlights gewesen? Ich muss allgemein sagen, ich habe es richtig nice gefunden. Also es ist wirklich, auch wenn es eben recht viel ist so, habe ich es echt geil gefunden. Also geiler als letztes Jahr. Ich muss da sagen, das Line-Up habe ich letztes Jahr noch ein bisschen nicer gefunden. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht auch unpopular opinion, aber ich kann nicht an ein Festival nur wegen dem Line-Up. Also klar, wenn es jetzt ein komplettes Line-Up ist, wo ich so niemand kenne, kann ich jetzt an ein... Weiß doch nicht, ich gehe jetzt noch, also, ja gut, ich bin auch schon am Techno-Festival gewesen, ja, einfach so, ich check it. Dann glaube ich schon weniger, aber es kommt auch darauf an. Ich gehe wirklich vor allem an ein Festival, einfach wegen der Experience, einfach wegen der Leute, weil ich das nice finde. Einfach mal durch das Festival laufen und dann siehst du, der bist so, oh mein Gott, hoi und der und so. Also es ist wie so eine Ferien machen, aber so mit Leuten, die man so kennt und mal sehen wir den und mal den und es ist irgendwie, ich fühle das halt komplett, ich finde das mega geil. Und gerade am Frauenfeld sind halt, also ich weiß nicht, das ist so das Festival, so, zumindest der, wo ich aufgewachsen bin, so in Zürich. Klar gibt es noch das Zürich Open Air, aber das ist wie nicht so, da kannst du nicht mal zelten. Also es ist wie, ich glaube, wenn du zum Beispiel in St. Gallen aufgewachsen bist, dann ist so das Open Air St. Gallen halt das Ding. Und wenn du in Bern aufgewachsen bist, ist Gurtenfestival das Ding. Und in Zürich gibt es das eigentlich wie gar nicht wirklich. So, eben das Zürich Festival ist jetzt wie, das ist irgendwann wann ist das, im September oder so. Das ist wie, eben dann kannst du nicht mehr zelten. Das ist einfach nicht mehr der gleiche Vibe. Und darum ist so das Open Frauenfeld eigentlich immer das Festival für uns gewesen. Also ich bin auch damit aufgewachsen. So, Leute haben die Schule geschwänzt, um ans Open Frauenfeld zu gehen. Genau, und darum ist für mich auch das Festival, wo ich am meisten Leute kenne. So. Genau, aber eben, jetzt kommen wir zu den Lowlights. Ich liebe das Wort. Also meine Lowlights. Nein, ich finde es noch schwierig zu sagen, so Lowlights, weil ich merke einfach, es sind so 4 Tage full. Also ich habe die ersten 2 Tage komplett geil gefunden und ich habe richtig gemerkt, wie meine Social Battery irgendwann einfach down war. So, es war schon am 2. Tag ein bisschen schwierig gewesen. Ich bin auch wirklich fast jeden Tag vor um 12 Uhr pennen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist eigentlich gar nicht normal bei mir. Und ich würde sagen, ich bin eigentlich auch ein Mensch, ich habe eigentlich viel Social Energy, so Social Battery. So. Also wie, bei mir braucht es eigentlich schon viel. Aber irgendwie an diesem Festival, es ist einfach wirklich, ja. Und also, ich finde es, ich habe mir so überlegt, ob ich das ansprechen im Podcast, weil das so blöd klingt. Aber ich glaube, ich bin noch nie so oft erkannt worden in meinem Leben wie an diesem Wochenende. Also es war wirklich crazy gewesen. Und ich meine wirklich crazy. So, irgendwie macht es ja auch noch Sinn, weil am Frauenfeld sind nicht, also ist jetzt wie blöd gesagt, am Menschen noch meine Zielgruppe, wenn man es jetzt irgendwie vergleicht mit, keine Ahnung, wenn du jetzt durch die Straße läufst oder so. Plus, wenn du halt Alkohol hast, dann ist die Hemmschwelle einfach auch tiefer, um jemanden ansprechen. So. Also das war wirklich crazy gewesen. Also auf der einen Seite etwas mega Schönes. Ich liebe es eigentlich immer. Ich liebe es immer, euch... Oh, ich habe das Mikrofon in die Fresse geschlagen. Ich liebe es immer, euch zu treffen. Ich finde das so geil. Aber es ist einfach... Also, Mann, ich hoffe, ich kann gerade offen mit euch darüber reden, weil ich fühle mich gerade so... Es fühlt sich gerade so
wie so ein weird Flex an. Aber es ist wie, ich will eigentlich einfach von meiner Experience erzählen und ich hoffe, ihr checkt das gerade, dass es jetzt nicht mega blöd tönt. Ja, also wie, nochmal kurz zum Zurückkommen, ich habe das noch nie halt, es ist wie, weißt du, im Alltag wird man ja immer mal wieder erkannt, aber halt wie in 4 Tagen so oft, in so kurzer Zeit. Also checkt ihr, es ist wie, das habe ich noch nie so richtig gehabt. Und das ist für mich schon so overwhelming irgendwie gewesen, weil du kommst auf der einen Seite so viel Liebe über und auf der anderen Seite bist du so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Ja, ich habe dann irgendwie mit so vielen Menschen geredet. Also eben, wie gesagt, es sind so herzig, es war wirklich mega cute gewesen. Klar hat es ein paar gehabt, die, weiss doch nicht, wo wir jetzt nicht wirklich gekannt haben, sondern irgendwie mein Gesicht gekannt haben und TikTok. Und irgendwie, ich glaube, das ist so das, was mir am meisten Energy genommen hat, weil wenn jemand mega herzig zu mir kommt, geht ein Bild machen, wir reden nachher, das ist ja mega herzig so. Und ja, ich weiss auch nicht, irgendwie so wie, es hat dann schon 1, 2, 3 Experiences gegeben, die jetzt nicht so mega nice waren. Aber mit dem musst du halt auch irgendwie so ein bisschen rechnen. Aber ich weiss nicht, interessiert euch so Sachen. Ich fühle mich wirklich hure dumm, so Sachen zu erzählen, weil es dann wirklich wie so ein weird Flex. So, oh mein Gott, Leute, ich bin fast so oft erkannt worden. Aber ja, also ich habe so eine Erfahrung. Ja, ich müsst vielleicht auch noch wissen, ich bin in meiner Phase, wo ich jetzt meine Tage bekomme und das ist wieder schlimm. Also beziehungsweise, wenn mal wie etwas Negatives kommt, dann bleibt einem das so ein bisschen im Kopf. Das kennt ihr sicher auch. Und eben, das ist für mich so das beste Beispiel, dass es so blöd ist, weil ich check nicht, wie viel Liebe ich von euch bekommen habe. Das ist insane. Wie viele Menschen zu mir gekommen sind und so wirklich richtig herzige Sachen gesagt haben. Weißt du, so richtig. Also, es hat so eine Girls-Gruppe gegeben, die so kam und sie sind so einfach so herzig. So, Nati, oh mein Gott, ich finde es so cool, was du machst und du hast mich so geholfen mit deinem Podcast, du hast mich aus einem Loch geholt. Also wirklich, nein, im Fall ohne Witz, so unglaublich herzig. Und da gibt es einfach so eine Erfahrung von irgendeinem Dude, wo mir dann einfach im Kopf geblieben ist und es hat mich dann wie so abgezogen und das ist so dumm, weil, also weißt du, so das Gewicht von wie viel Liebe ich bekomme und dann kommt so etwas, das ist so blöd, dass einem genau so das Negative dann wieder im Kopf bleibt, das ist so, ich hasse das eigentlich, wieso funktionieren wir Menschen so, aber ja, also es ist jetzt wie nicht so ein riesen Ding gewesen. Es ist einfach wie, ich bin gerade vom Zeltplatz gekommen und es ist so der letzte Tag gewesen und dann ist eben wieder so, sind so 2 besoffene Männer da gestanden, so ein bisschen, wie halt, ich schätze jetzt so 30. Also ich würde jetzt eigentlich nicht mal sagen, in meiner Zielgruppe so. Also nichts gegen 30-jährige Männer, die jetzt da meinen Podcast hören. Ihr gehört, also ich fühle euch nicht ausgeschlossen. Nein, aber ihr checkt. Und die waren wie so besoffen gewesen und ich wollte meinen Pulli holen, ich war auch allein gewesen. Und das ist schon eine Situation, wo es dann einfach so ein bisschen, wo ich mich einfach ein bisschen unwohl fühle, dann mit so 2 besoffenen Männern durchlaufen, checkt ihr, was ich meine? Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, die kennen mich und haben dann so etwas geschrieben mit Influencerin! Und keine Ahnung, weißt du, so bei so Sachen, also wie bin ich jetzt halt dann auch nicht mehr, gerade am 4. Tag bin ich dann eben so gerade wenn ich alleine bin und ich bin jetzt, also wie, ich bin jetzt auch nicht so, also ich bin auch keine nüchtern gewesen so und ich habe mich schon unwohl gefühlt und ja, ich weiss doch auch nicht und habe dann wie einfach so ein bisschen zurückgesmiled. Ich habe jetzt nicht, also weißt, ich bin jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin mega unhöflich gewesen, ich habe einfach zurückgesmiled, aber ich wollte jetzt einfach schnell aus dieser Situation wählen. Und dann hat er dann hinten rein gerufen, so, hey, hast du Feuer? Und ich einfach so, nein, weil so, ich rauche nicht, ich habe kein Feuer. Und nachher sagt einfach der andere Schritt mir so hinten rein, boah, du bist ja hure arrogant! Alter, und das ist so direkt ins Herz. Und also weißt du, wie, wenn ich das jetzt erzähle, denke ich mir das selber so, Bro, wie dumm. Also wie dumm einfach. So, das sind einfach so zwei Opfers gewesen. Aber irgendwie gleich so, das hat mich dort, in dem Moment bin ich so richtig gewesen, also ich habe richtig angefangen overthinken von, oh mein Gott, bin ich jetzt mega unfreundlich gewesen und scheisse, ja, hätte ich jetzt lieber so und so sollen und ich hätte jetzt einfach mega chillig reagieren und ich hatte gerade so, ich weiss auch nicht, ich habe irgendwie mega so bei mir nachher den Fehler gesucht und so mega das Ding gehabt, also wie, ich habe mega mit dem gestruggelt, es hat mich übel, ja, es hat mich übel getroffen, dass jemand mir so hinten anschreit, du bist so arrogant, also weißt du, so, die ist ja voll arrogant, irgendwie so, ja, ich weiss auch nicht, irgendwie, ja, das ist so eine Erfahrung, wo ich irgendwie nachher so gemerkt habe, boah, mir ist irgendwie so, es ist mir nachher hure so, wie sagen wir, so im Magen geblieben, irgendwie so, genau, aber sonst wirklich ist es mega nice gewesen und eben wie gesagt, ich habe wirklich richtig viel herzige Leute von euch drauf, also no joke, richtig cute. Ja, also ich hatte auch zum Beispiel einmal einen Dreh mit Red Bull und die haben nachher so gesagt, so, das ist so eine herzige Community und so, also wirklich, ich habe wirklich eine richtig geile Community und das habe ich jetzt einfach auch nochmal gemerkt. Also ja, jetzt blöd gesagt, so Typen,
wo jetzt, die zähle ich nicht zu meiner Community, die kennen ja wahrscheinlich nicht mal meinen Namen so, aber jetzt so gerade ihr, wo mein Podcast, also so, Bro, das ist insane, also wirklich, alle, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie hören meinen Podcast und so, die sind so cute gewesen, wirklich. Keiner von euch, das ist gar keiner von euch oder so, aber ich glaube, ich checke das so. Genau, das war das Open Air Frauenfeld gewesen, aber was haben wir noch? Schweiz ist im Viertelfinale, oh mein Gott! Alter, kommen wir auf das klar? Ich glaube, ich hätte es schon in der letzten Woche erzählen, aber dort habe ich ja mit der Nina Podcast-Folge aufgeladen. Aber wir sind einfach im Viertelfinale! Das Einzige, was ein bisschen scheiße ist, ich weiss zwar nicht, ob die Podcast-Folge dann schon online, also ob ihr es hört, wenn schon Freitag war, beziehungsweise wenn ihr schon wisst, ob ihr dann weiterkommt oder nicht. Aber ich gebe mal einen Guess ab, okay? Also es ist ja gegen Spanien. Und Spanien ist wirklich insane gut, wenn nicht die Beste. Also wirklich insane. Die sind ja überall mit dem Gruppenspiel komplett am Abreißen gewesen. Also komplett gegen Portugal. Die haben die wirklich ins Bett geschickt. Von dem her, durch das, dass wir so eigentlich ganz knapp ins Viertelfinale gekommen sind, wird es hure schwierig. Hure. Ich sage nicht, das ist unmöglich, auch wenn es schon recht unmöglich ist. Aber wir stehen jetzt positiv. Wir sind nicht realistisch, wir sind ich habe kein Deutsch mehr. Wir sind Optimisten. Pessimisten. Wir sind Optimisten und wir sagen, es wird ein 3:2 für die Schweiz. Das ist mein Hot Take. Ja, schreibe mal. Boah, jetzt, wenn noch nicht Freitag ist, das ist zwar schon, ja, morgen, aber egal. Wenn ihr jetzt die Podcast-Folge hört, schreibt in die Kommentare, was ihr schätzt, was es wird. Wie viel zu wie viel Schweiz gegen Spanien. Und wenn ihr nachher recht gehabt habt, dann sind ihr einfach cool, weißt du, könnt ihr schauen und könnt zeigen, oh mein Gott, ich habe es vorher schon gesagt. Genau. Ja, und wir haben das Lustigste von der Woche. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und das ist gestern passiert. Also eigentlich, ich weiss gar nicht, ob ich lachen oder brüllen soll, wirklich. Aber ich muss es jetzt einfach mit Humor nehmen, weil ich kann es, also wie, wenn ich zu viel darüber nachgedacht habe, ist, nein. Also, vielleicht ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwo ein Abo abgeschlossen habt. Egal ob, Bro, was gibt's da alles? Entweder beim Gamen oder bei irgendeinem Programm oder bei irgendwo, wo man etwas herunterladen kann. Bei vielleicht auch Spotify gibt es ja auch. Oder bei Film, bei, kann ich mehr, Netflix, aber whatever. Dass man ein Abo abschließt und das dann nie braucht und aber auch nie kündet. Und das ist mir genau passiert. Oh mein Gott. Ich habe ein fucking Adobe Abo abgeschlossen. Für die nicht wissen, was Adobe ist, das ist so eine Creative Cloud. Also dort zum Beispiel Photoshop gehört dazu, Adobe Premiere Pro, das ist ein Schnittprogramm, gehört dazu, InDesign, keine Ahnung, was kennt man da? Ja, einfach Photoshop kennt man glaube ich schon am meisten. So, das ist von Adobe zum Beispiel. Und ich weiss gar nicht, ob man das, ich glaube, man kann schon ein allgemeines Adobe Abo abschließen, wo man quasi alles inklusiv hat, aber das ist halt am teuersten, obviously. Und ich weiss nicht wieso, ich weiss wirklich nicht wieso, aber ich kann für 4 verschiedene Sachen, 4, was habe ich, Lightroom, Photoshop, InDesign, ich weiss nicht mehr, wieso InDesign habe ich nie gebraucht, Photoshop macht ja irgendwie Sinn, und irgendwie so, nochmal eins, wo man so Fotos kann generieren kann oder wo man kann Stock-Footage. Ich weiss es ja auch nicht, ist ja scheißegal. Ich habe 4 alles abgeschlossen. Irgendwann im 23. Keine Ahnung wieso. Keine Ahnung warum. Und das Beste ist, ich habe es nicht über meine E-Mail-Adresse gemacht, sondern ich habe es über Can seine E-Mail-Adresse gemacht. Keine Ahnung wieso. Ich kann mich nur noch ganz schön erinnern, dass er damals gesagt hat, also ich habe glaube ich wieder kein Adobe-Dings gehabt, Profil, also kein Account. Und der Can hat dann einen gehabt und er hat mir gesagt, ja, er braucht es eigentlich eh nicht und so, ob ich einfach bei ihm will einloggen. Ich weiss gar nicht wieso, wie, was, wo. Auf jeden Fall. Also InDesign könnte ich mir noch vorstellen, weil ich mich beworben habe für meinen Studiengang und denke, ich werde mit InDesign arbeiten können. Und ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, ich hatte das so ein Abo gehabt und ich habe das nicht gecheckt, dass das noch ist, weil ich brauche das nicht mehr. Und für die es nicht wissen, ich studiere und dort habe ich eine komplette Vergünstigung. Ich glaube, 20 Stunden, nein, ich weiß gar nicht wie viel, aber wirklich hure wenig. 20 Stunden im Jahr? Nein, ich habe keine Ahnung mehr. Aber wirklich hure wenig, zum alles haben von Adobe. Also alles. So. Und es macht absolut keinen Sinn, dass ich
dass ich das andere zahle. Wirklich gar nicht. Wirklich gar nicht. Und ich habe das halt einfach nicht gecheckt, weil ich habe eine private E-Mail-Adresse und ich habe eine von der Schule. Und bei der von der Schule bin ich auch angemeldet. Für das, was ich jetzt von der Schule habe. Und bei meiner privaten habe ich kein Abo gehabt. So, und darum habe ich wie auch das gar nicht bemerkt. Und ich habe halt nie bei meinen Ausgaben oder Einnahmen, also auf meinem Bankkonto, habe ich offenbar nie wirklich gecheckt, wo es Ausgaben gibt. Weil, also wie, keine Ahnung, es wird halt alles von meiner Karte abgerechnet. Wenn ich irgendwas bei Starbucks für 3 Stutz kaufe, dann zeigt das ja auch an. So, ich weiss, ob ihr das macht, dass ihr jeden Monat eure Sachen zusammenrechnet, wie viel für was ausgeht. Wäre echt schlau, wäre voll geil. Habe ich eigentlich auch voll Bock, aber ist sehr aufwendig. Und mache mit Buchhalter für das ganze Jahr halt so. Darum habe ich das nie gecheckt. Ich habe das nie gecheckt, dass mir immer jeden Monat fucking 80 Stutz pro Monat abgezogen wird. Fucking 80 Stutz. Ich kann nicht mehr. Und das ist seit 2,5 Jahren. Zahle ich so viel im Monat. Seit 2,5 Jahren. Und plus noch so die eine, also ein paar noch mehr, plus minus so, hat so ein paar mehr und mehr. Aber insgesamt habe ich habe es mit dem Can zusammen ausgerechnet. Es hat mich einfach wundert genommen, wie viel ich wirklich in Sand gesetzt habe, weil ich das einfach nicht gebraucht habe. Und zwar, hebt euch schnell fest, hebt euch irgendwo fest. 2441 Franken 44. Bro, das ist so viel Geld. Weißt du, wie geile Ferien kann man mit 2'500 Stutz machen? Könnt ihr euch das vorstellen? Das habe ich einfach in den Sand gesetzt, auf die Straße gerührt. Und jetzt kommt das Beste. Ich bin halt so gewesen, okay, mein Gott, safe, direkt künden. Und bei jedem einzelnen Ding, das man kündet, muss man auch noch Geld zahlen. Lieben wir! Ich habe jetzt noch 200 Stutz extra müssen zahlen, insgesamt. Zum alles künden. Nein, ich kann nicht mehr, ich habe wirklich nicht mehr. Und falls ihr euch fragt, wieso muss man zahlen, das ist halt so, wenn du du kannst monatlich lösen oder du kannst ein Jahresabo machen. Und wenn du halt ein Jahresabo machst, dann kommst du halt Vergünstigung über. Aber du kannst halt es macht halt wie keinen Sinn. Also es macht ja Sinn, dass du Geld musst zurückzahlen musst. Wieso ist es einfach so, dass ich jedes Jahresabo würde gönnen und nach einem Monat einfach wieder künden. Und dann hätte man ja insgesamt weniger müssen zahlen, als wenn man ein Monatsabo. Darum tust du eigentlich wie beim Vertrag unterschreiben, dass du halt, wenn du nicht das ganze Jahresabo brauchst, dass du halt einen Teil schon musst, also zurückzahlen, so, dass du wie das Monatsabo hättest. Ich checke, ja, ist eigentlich egal. Auf jeden Fall, ich habe einfach 2641 Stutz habe ich ins Hand gesetzt. Geil. Vor allem mega herzig. Der Can hat jetzt irgendwie noch mit dem Adobe-Kollegen, also einfach einer, der dort schafft, also das ist nicht ein Kollege von uns, er hat einfach angerufen online und er hat jetzt wie einfach auch so gesagt, hey, kann man da nicht irgendetwas machen und so. Und mega herzig, sie haben jetzt gesagt, so, sie würden uns ein bisschen abziehen, also die 200 Franken müssen nicht zahlen und noch 500 oder so nicht. Ich weiss zwar nicht, ob das jetzt funktioniert, weil bis jetzt ist noch gar nichts zurückgekommen von Geld. Aber wir werden sehen. Das wäre hure geil. Ich glaube zwar irgendwie nicht so ganz dran, weil es so ein bisschen komisch war, aber ja, mal gucken. Aber das war auf jeden Fall das Lustigste von der Woche. Haha, hure cool. Nein, Alter, das ist so viel Geld. Ja. Und wir kommen noch zum Kommentar von der Woche. Und zwar ist der von der lieben Leonie. Ich grüße dich ganz herzlich. Und zwar hat sie ja in der Podcast-Folge letzte Woche geschrieben, wo Nina dabei war. Darum steht «Hoi Nati und Nina». Ich liebe den Podcast, höre jede Folge. Ja, dankeschön. Und mit der Nina sind es immer mega toll. By the way, es ist also wirklich auch nochmal crazy, wie viel Feedback hast mit der Nina in dem Podcast. Wirklich so krass. Also auch wirklich so herzig, eure Reaction. Ja, also ich habe der Nina immer wieder Screenshots geschickt von euren Kommentaren und sie ist gar nicht drauf klar. Also es war wirklich mega schön von euch. Darum ganz großes Danke für jeden, der kommentiert hat. Auf jeden Fall, wo Menschen können so unfair sein, tut mir mega leid, was Nina hat müssen erleben. Aus was für einem Kanton kommt Nina? Ich liebe ihren Dialekt. Also, an der Stadt kannst du mich vielleicht mal grüßen, Leonie. Also, Leonie, ich grüße dich nochmal ganz herzlich. Und das haben eben ein paar geschrieben, was der Nina in Dialekt ist. Und ich denke, machen wir das als simple Frage, dass wir nachher noch zum Tagebuch kommen. Ja, also vielleicht haben es schon ein paar sich gedacht. Die Nina kommt von der Ostschweiz. Ursprünglich ist sie vom Thurgau. Also sie ist im Thurgau aufgewachsen. Ich glaube, ich kann jetzt schon nicht sagen, wo. Aber ja, einfach im Thurgau. Und sie ist nachher, als ich sie kennengelernt habe, auf St. Gallen gezogen. Also ausgezogen von daheim. Aber jetzt wohnt sie wieder bei ihren Eltern, also nach Hongkong. Und das heisst wieder im Thurgau. Aber sie zieht im August auf Zürich.
Und zwar wirklich mega nahe von mir. Sie wohnt nachher mit Nina, einer anderen Studienkollegin, mit der Nina, wow, mit der Nadine wohnt sie zusammen. Und ich freue mich so fest, das ist so cool. Nachher kann man so easy Sachen zusammen machen, weil jetzt also hat sie wirklich so einen langen Weg auf Zürich, so 1,5 Stunden, das ist verdammt crazy. Von dem her, wir freuen uns einfach schon am 1. August, das ist in einem halben Monat, what the fuck, dann wohnt sie einfach in Zürich, ich glaube es ja nicht. Aber ja, wir kommen zum Tagebuch. Meine lieben Freunde, ich bin nicht ready für das. Oh, also, wir haben ja, ich muss schauen, dass man da nicht Namen sieht, sonst komme ich noch Anzeige über. Nein, also wir haben ja letzte Podcast-Folge, haben wir über einen Dude geredet. Ich weiss gar nicht, wie ich ihn genannt habe, darum ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber wir haben über den Dude geredet und das ist actually abgeschlossen. Also, das Kapitel hat es nachher wie nicht mehr gegeben. Und ein kleines Update, ich habe den auch nie mehr gesehen, ich habe auch nie mehr mit dem Kontakt gehabt. Also ich habe den ja an einer Wohnungsbesichtigung aus Versehen gesehen, ich habe den jetzt das erste Mal gesehen. Und das ist also bin ich mit dem zusammen gewesen und habe den nie in Real Life gesehen. Mega unangenehm. Aber ja, ich könnte gerne die erste Folge hören. Aber es geht auch voll die Folge zu hören, also ich brauche nicht Part 1, um das zu checken. Weil es geht jetzt um neue Typen! Wuhu! Aber für die, die es nicht gehört haben, einfach ganz, ganz schnell, wie alt bin ich gewesen? 11, ja. Und ich habe wie ich sag mal Freund in Anführungsstrich, weil es halt einfach eine Kindergartenbeziehung war. Und ich habe wie den Dude kennengelernt, eben online, also wie über eine Kollegin online, halt, ich habe ihn nie getroffen. Und das war so quasi mein erster Freund gewesen. Und wir sind dann auch nach einer Woche wieder auseinander, aber es war eine riesige Szene, weil ich bin das grösste Arschloch war. Und ja, hört auf jeden Fall die erste Podcast-Folge. Aber jetzt geht es um andere Typen. Und eben, Stand ist, ich hatte einen Freund. Yeah. Und ich bin unbeliebt in der Klasse, das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, unsere Klasse war allgemein sehr toxisch gewesen. Das haben auch alle Lehrer gesagt, funny. Von der 1. bis zur 6. Klasse wirklich schlimm toxisch, weil bei uns hat es so eine richtig krasse Hierarchie gegeben. Also bei uns hat es wirklich die krass Beliebten gegeben und die krass Unbeliebten. Es hat eigentlich nichts dazwischen gegeben. Und halt alle krass Unbeliebten haben eigentlich einfach nur gekämpft, zum beliebt werden. Und ich bin halt eigentlich bei den Unbeliebten gewesen und habe gekämpft. Leute, ich habe gekämpft. In der 6. Klasse habe ich es nachher sogar geschafft und nachher bin ich gemobbt worden von denen. Aber ja, das vielleicht so kurz als Vorgeschichte. Und darum, ich hoffe, ihr checkt, also es ist nicht abwertend gemeint, wenn ich jetzt sage, die Typen, mit denen ich zusammen war, haben halt auch zu den Unbeliebten gehört. Ich sage jetzt nicht unbeliebt, sondern ich sage die Coolen und die Uncoolen, weil also es ist wirklich halt eine krasse Hierarchie in unserer Klasse. Es war so ganz klar gewesen, wer zu den Beliebten gehört hat und zu den Coolen und wer zu den Unbeliebten gehört hat. Darum, ja, ich hoffe, ihr checkt, dass ich das jetzt gerade nicht persönlich meine über die Leute. Das sind alles, also ich hatte zwar keinen Kontakt mit denen, aber das sind alles mega liebe, cute Leute so gewesen. Also ich habe wie persönlich nichts gegen die auszusetzen. So, ich hoffe, ihr checkt, was ich meine. Aber genau, ich muss jetzt mir noch schnell ein paar Namen überlegen, weil wir fangen mit dem zweiten Boy an. Und das ist schon spannend, das ist schon... Also, wir nennen ihn... Was ist ein guter Name? Mir fallen gerade nur beschissene Namen ein. So Adam, nein. Jetzt kommen wir auf so einen Namen. Wir nennen ihn einfach Tom. Boah, Tom ist ein super Name. Hoi an alle Toms, die zulassen. Wir nennen ihn Tom. Also, ich hoffe, ich ziehe das jetzt durch, weil ich vergesse mit dem Namen. Und dann, ja. Also, es steht... Am 2. Dezember 2012, da bin ich 11 gewesen, da bin ich in der 5. Klasse oder 4. Klasse, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie so. Um 23:04 Uhr fragte mich Tom, gehst du mit mir? Ich liebe es, wenn ich alles so aufgeschrieben habe, die Uhrzeit, einfach genau. Vor allem, was machst du am 23:04 an? Müsstest du nicht schon schlafen? Auf jeden Fall, er war damals 8-9% in mich verknallt. Ich klammere von 100. Danke. Das ist aber schon wenig. Vorher war er noch nie, Doppelunterstriche, nie mit jemandem zusammen. Deswegen sagte ich eine Weile nichts. What the fuck? So wegen dem. Weißt du, ich habe jetzt eben schon einen Freund gehabt, ich bin jetzt voll cool, weißt du, das kann ich mir jetzt nicht geben, dass mit jemandem zusammen sein, der noch nie mit jemandem zusammen war. Oh. Aber am nächsten Tag in der Schule sagte ich es, das sind jetzt 2 Girls, wie nennen wir sie?
Honey und Nani. Nein, keine Ahnung. Mann, ich bin gerade so schlecht mit Namen. Wir nennen sie sind eben, weißt, sie sind nicht so cool, also sie sind so, sie sind die coolen gewesen, aber für mich sind sie nicht cool gewesen. So, sie sind so eine von den zwei beliebtesten gewesen, so. Und ich bin einfach so zu ihnen gegangen, um es halt ihnen zu sagen, weil ich dachte, ich bin jetzt cool, weißt du, Leute, in dem Fall ein Typ hat Interesse an mir. 8-9%. Nein, wir nennen sie Girl 1 und Girl 2, wir machen es einfach simpel. Aber am nächsten Tag in der Schule sagte ich es Girl 1 und Girl 2. Es ist sogar ein Screenshot, jö, wenn er schreibt, gehst mit mir. Und so ein Smiley. No. Ja, am 23.04. Ich muss jetzt ein bisschen weiter verlesen, ich tue die ganze Zeit unterbrechen, es tut mir leid. Auf jeden Fall. Doch das war ein Fehler, denn die erzählten es der ganzen Klasse, die Schlangen. Girl 3, das war auch eine von diesen fett beliebten, sagte sogar, dass er leiden würde, wenn ich Ja sage. Dass er leiden würde und wenn ich Ja sage, müsse ich ihn küssen. Oh mein Gott, ich weiß es noch so genau. Das ist so schlimm gewesen. Das ist so blöd, weil weißt, ich mir vorstelle, eben, ich bin zu diesen Girls gegangen, warum auch immer, und habe so gedacht, ich bin jetzt voll cool. So, ich kann jetzt erzählen im Fall, der hat Interesse an mir. Also der Tom war auch in unserer Klasse gewesen, so, falls man das nicht gecheckt hat. Und ich habe das einfach denen erzählt, weil ich wollte cool sein. Und die haben das nachher der ganzen Klasse erzählt, so, oh mein Gott, der Tom will etwas von der Nati und Nati muss jetzt Ja sagen. Und also sie haben mich so richtig unter Druck gesetzt. Ich weiss noch, der Tom, ist ganz komisch, andere Namen benutzen, aber der Tom ist wie im Gang draussen gestanden und wir hatten irgendwie Pause gehabt. Und sie waren im Klassenzimmer mit mir. Und sie haben die ganze Zeit so mega an mich eingeredet, er ist so am Leiden draussen, du musst jetzt etwas sagen, du kannst jetzt nicht einfach nichts sagen, du musst jetzt Ja oder Nein sagen und das ist voll unfair. Also weißt du, so richtig what the fuck? Und eben auch so mega mit Druck gegeben, von wenn ich jetzt Ja sage, dann muss ich ihn küssen. Und das war für mich so schlimm gewesen, weil eben, wir waren alle in einem Alter gewesen, wo man sich schon küsst und es ist recht nicht, Bro, wenn ich, meinen ersten Kuss möchte ich dann haben, wenn es sich ergibt und jetzt nicht so, also, what the fuck. Genau, auf jeden Fall. Ich sagte gar nichts. Als ich zu Hause war, nahm ich mein iPod hervor und schrieb ihm einen langen Bericht. Leider antwortete er nur mit Ja. Lieber Tom, es tut mir leid, dass Girl 1, Girl 2 und weitere Zicken sich heute in der Schule so doof aufgespielt haben. Ja, das ist auch wieder ein Screenshot. Wie du weißt, bin ich in einen anderen Typen verknallt. Jedenfalls bist du für mich trotzdem noch ein cooler Klassenkamerad und ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Chatkollegin bleiben kann. Oh, wenn ich deine Chatkollegin bleiben kann. Liebe Grüße. Deine Nathalie. Und dann hat er eben Ja geschrieben. Auf der Seite steht noch, ich sagte ihm einfach, ich wäre in einen, ich weiß gar nicht, wie habe ich meinen Crush damals genannt? Ach, ich hätte die erste Podcast-Folge anhören. Aber ich habe wie einen Crush in meiner Klasse, auch einen sehr beliebten, eigentlich ein bisschen Arschloch, I'm sorry. Damals, aber ich habe wie quasi seinen Namen benutzt und einfach einen anderen Nachnamen gesagt. Aber, hure nicht auffällig, Bro. Auf jeden Fall. Etwas später, auch im 2012, hatte ich einfach Bock auf einen Freund. Was? Und ich wusste, der war der Richtige dafür. Ich sehe langsam, was ich für ein fucking Snitch war. Ich habe Bock auf einen Freund und ich habe gewusst, er ist der Richtige für das. Nein, oh mein Gott. Ich habe wirklich schnell einen Ego-Push gebraucht, das schloss bei mir. Also fragte ich ihn, ob er noch Lust hätte, mit mir zu gehen. Und er sagte ja. Danach fragte ich ihn, ob ich auch heimlich mit ihm gehen kann, damit nicht wieder so ein Klassentheater losging. Ja, stimmt. Wir sind dann einfach so heimlich gegangen. Perfekt, meine Kamera ist gerade ausgegangen, weil meine Speicherkarte voll ist. Aber wir sind wieder back. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich war. Aber auf jeden Fall haben wir es heimlich machen. Und ja, wir sind jetzt heimlich zusammen und haben, ja, das ist schon noch spicy, weißt du? Dann schreibst du so ein bisschen Herzchen miteinander und niemand weiss es. Und, genau. Aber da ist auf jeden Fall noch ein Screenshot, wo ich geschrieben habe, kann ich auch heimlich mit dir gehen, ohne dass es jemand erfährt? Ja. Gut. Nachher schreibt er unten, also, gehst mit mir? Ja. Juhu! Mein zweiter Freund, Leute, wie aufregend! Im fucking 2012. Also, für die ersten paar Tage lief das super, Caps Lock und Unterstriche. Doch jedes Mal, wenn Girl 1 mich fragt, ob ich Geheimnisse vor ihr hätte, hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. What the fuck? Da seht ihr wieder, wie toxisch das Ganze war, dass das Girl 1, also ich bin damals
nicht mal wirklich mit ihr befreundet gewesen, dass die einfach zu mir kam, einfach weil sie die beliebteste war, zu mir kam und gefragt hat, hast du irgendein Geheimnis für mich? Ich kann mich erinnern, wie sie so wirklich so zu jedem, also wirklich so zu den Leuten gegangen ist, so, hast du irgendein Geheimnis für mich? Also wirklich so, als ob sie so das Recht hätte, dass niemand ein Geheimnis für ihr hat. Und dass ich auch noch ein schlechtes Gewissen habe, dass ich sie angelogen habe, also beziehungsweise, ich habe dann einfach nichts gesagt. Sie hat ja nicht direkt gefragt und ich habe jetzt direkt in ihr Gesicht gelogen, aber das, what the fuck. Chill mal. Ja, das war ja schon alles, was ich über ihn geschrieben habe. Es hat nur noch ein paar Fotos, aber die kann ich jetzt leider nicht zeigen, aber einfach so quasi, wo wir wahrscheinlich einander hin und her geschickt haben, so das Foto von mir, das Foto von ihm und so. Aber nein, ich kann es so schnell einfach erzählen. Ich muss sagen, es war wirklich eigentlich mega cute gewesen. Also es war ja mein erster Freund gewesen, den ich in Real Life mal getroffen habe, den ich kennt habe. Und eben, wir sind ja eigentlich die ganze Zeit heimlich gegangen. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann mal, also wie, das ist auch wie nicht lang gegangen, habe ich gemeint. Oder ich weiß gar nicht mehr. Zwar, jetzt kommt es mir gerade in den Sinn, weil ich habe immer ein Geschenk auf die Weihnacht gemacht, auf den Geburtstag gemacht und er hat mir ein Geschenk auf den Geburtstag gemacht und er hat im Januar Geburtstag gehabt und ich im Mai. Das ist ja eigentlich schon lang. Aber ich kann dir gar nicht mehr sagen, ob wir dann die ganze Zeit so zusammen sind. Ich weiss auch noch... Nein, oh mein Gott, jetzt kommen gerade so lustige Stories. Also, zuerst mal, ich habe ihm an seinem Geburtstag irgendwie mega herzig so eine Torte bastelt, also gemacht, so, weißt du, so Styropor und so Gummibärle, weil ich habe so... Es gibt auch so von diesen Gummibärlen, ich glaube Haribo, gibt es doch so die Torten, die kannst du kaufen, die verdammt teuer sind. Und ich habe einfach so selber eine gemacht und habe ihm geschenkt. Und er hat bei mir, also hat mich gefragt, was meine Lieblingssüßigkeiten waren und damals sind das so NIM 2 gewesen. Und er hat mir so eine richtig lange Schlange an NIM 2 gemacht, also alle zusammen Post-its und hat dann so ein Herzchen geformt und vor die Tür gelegt bei mir. Eigentlich mega herzig, ich kann ja nicht mehr. Genau, und was war noch gewesen? Ich weiss nur noch. Bro, jetzt kommt mir gerade alles in den Sinn. What the fuck? What the fuck? Er ist an seinem nein, das war, glaube ich, an seinem Geburtstag gewesen, dass er wollte, dass ich mitkomme. Und ich weiss gar nicht, ob es sonst noch andere waren. Nein, ich glaube im Fall, er hat nur mich dabei haben. Er hat nur, glaube mich dabei haben an seinem Geburtstag und wir sind dann bowlen. Und ich habe mich nicht getraut, zum alleine mitzukommen. Und ich habe fucking Girl Eis gefragt, ob sie mitkommt. Also, weißt, es ist wie so, ich muss wissen, ich finde das Verhältnis zum Erklären noch schwierig. Weil irgendwie, man war so halb Kollege gewesen, aber ich bin ja vor allem Kollegen mit ihr auch so ein bisschen zum sie beeindrucken und zum beliebt. Also, vielleicht checkt ihr, was ich meine. Es war halt eine toxische Freundschaft gewesen. Ich habe auch schon von dieser Freundschaft geredet. Also, ich würde sagen, später sind wir dann auch noch mehr befreundet gewesen, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. Und eben, es war auch ein fucking Snitch gewesen, so wenn man da liest. Aber ich kann sie wie dabei haben. Dann bei meinem Date / seinem Geburtstag. Und ich weiss einfach noch, es war so weird gewesen. Weil wir sind zuerst zu ihm heimgegangen, in sein Zimmer. Und wir sind einfach dort so am Warten gewesen und haben gewusst, also wie, weißt du, bist halt 11, so, was machst du dann? Es ist einfach fucking awkward. Also du bist noch nicht in dem Alter, wo du miteinander redest und du bist auch nicht mehr in dem Alter, wo du miteinander spielst. Du wartest eigentlich wirklich einfach, also wir müssen warten, bis sein Dad heimkommt, damit er mit uns halt bowlen kommt und wir dort hinfahren und so. Ja. Und ich weiss, jetzt kommen gerade hure viele random Züge in den Sinn. Ich weiss auch noch, wie wir das Essen haben müssen selber zahlen und das Girl Eis das ultra schlimm gefunden hat. Also sie hat so richtig mit mir über ihn abgelästert. Alter, jetzt kommen wir das alle in den Sinn. Oh mein Gott, das kommt gerade irgendwo von der hinteren Ecke. Ich checke gerade nicht, das habe ich voll vergessen. Da hat sie voll mit mir über ihn abgelästert, also im Geburtstag, also weißt du, wo wir essen holen sind und er war nach vorne gewesen. Weil er quasi uns das Essen nicht gezahlt hat. So mäßig, ja, aber es ist ja irgendwo auch ein Date und es ist ja sein Geburtstag. What the fuck? Und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Vor allem, also weißt du, jetzt bin ich so 24 und denke mir so, Bro, also weißt du, wie, was hast du das Gefühl, wer bist, dass er jetzt dir muss Essen zahlen? What the fuck? Nein, oh mein Gott. Ja, das war auf jeden Fall die Story mit dem Tom gewesen. Eigentlich mega herzig. Also wie gesagt, ich habe gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß gar nicht, was er macht. Ich glaube auch kein Insta, ich weiß nicht. Ich weiß wirklich voll nicht, was bei dem läuft. Es wäre überspannend, um das mal herauszufinden. Aber wir kommen zum nächsten Boy. Das war irgendwann später gewesen. Ein Jahr später war das gewesen. Und der war auch in meiner Klasse gewesen. Der war auch bei den Unbeliebten gewesen. Und den nennen wir jetzt einfach mal, wie nennen wir ihn? Nicola. Ich finde das so lustig, andere Namen geben, weil es passt teilweise auch gar nicht zu diesen Menschen, aber ist ja scheißegal. Auf jeden Fall, der Nicola. Ich muss jetzt mal anfangen lesen. Also Nicola. Nicola nennen eigentlich alle nur Niki, sagen wir es mal so.
der ist auch in mich verknallt. Sorry, gell. Alle dich verknallt. Der hat mich bis jetzt 46 Mal gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Und ich habe zuerst das erste Mal Ja gesagt. Doch nach einem Tag habe ich wieder Schluss gemacht. Oh mein Gott, ich bin so ein Snitch. What the fuck? Also, und da rechts haben wir einen Screenshot. Er schreibt, Nathalie, hallo. Und ich schreibe, ich mache Schluss. Und er schreibt, warum? Und so 50 Heul-Smileys. Oh mein Gott, ich bin so ein Snitch. Und ich schreibe einfach so, einfach. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, da bin ich 12 gewesen. Hä? Was bin ich für das Snitch? Aber ja, oh mein Gott, jetzt kommt mir das gerade in den Sinn. Wie gesagt, er fragte mich 46 Mal, da hat es ein paar Screenshots. Und ich mag mich noch so gut erinnern, der Siech, der ist mich am voll spammen gewesen. Wirklich jede Nachricht, nachdem ich Schluss gemacht habe. Gehst mit mir. Also warte, ich lese mal schnell ein paar Sachen vor. Er schickt das Foto von sich, das auf dem WC ist. Gehst mit mir, Nathalie? Nicht, wieso das? Gehst mit mir? Ja oder nein, Nathalie? Gehst mit mir? Nathalie, schreibe mal. Hoi, gehst mit mir? Sorry, ich bin im Ballett gsi. Oh! Gehst mit mir? Und ich schreibe einfach hey. Hey, gehst mit mir? Weiss nicht. Sag. Ich wieder hey. Hey, gehst mit mir? Ich bin immer noch richtig verliebt. Oh, der Arm. Ich habe ihn so richtig angehebt. Vor allem, weißt du, wieso ich nicht einfach Nein sagen? Also ich bin ja voll assi. Also ja, okay, er hat jetzt vielleicht nicht ganz das Gespür dafür gehabt, dass es vielleicht ein Nein ist, aber ich hätte ja gleich einfach so können schreiben, so hey, nein, sorry. So, ich will nicht mit dir gehen. Aber so 46 Mal einfach nichts schreiben. Ja, und dann steht noch, und das ging wochenlang weiter so. Nein, das ist ja schon fertig! Alter, ich habe ja gar nicht reingeschrieben. Das sind wieder nur Bilder. Bilder von meiner Zahnspange, Bilder vom Girl Eyes. Doch, das kann ich eigentlich noch erzählen. Oder soll ich das in der nächsten Podcast-Folge erzählen? Wie lange haben wir noch Zeit? Komm, scheiß drauf, ich mach den noch. Weil das würde ich sagen, ist mein erster, schon ein bisschen... Mann, ich weiss gar nicht, ob ich in der nächsten Podcast-Folge darüber rede oder nicht. Ich mache... ja. Weil das ist schon mein erster... Ich würde jetzt nicht sagen, richtiger Freund, aber schon der erste Freund, wo ich schon ein bisschen Feelings hatte. Wo ich wirklich jetzt nicht einfach nur eine Kindergartenbeziehung war. So, also weil wir haben auch Händchen gehabt und so. Also wir haben jetzt uns nicht geküsst, aber... Und es ist voll lustig, weil er ist einer der Beliebten in der Klasse und er ist dann nachher in eine Privatschule gegangen. Und für mich, also wie ich weiss gar nicht, wie das angefangen hat mit Schreiben oder wie wir Kontakt miteinander hatten auf einmal, weil er ist ja nicht mehr in unserer Schule so. Und das war auch viel später gewesen. Das ist, wann war das gewesen? Irgendwann im 2013, auch noch 13, 14. Irgendwann so, ich weiss gar nicht, ich glaube schon 2013. Weil im 14 bin ich nachher mit meinem ersten richtigen Freund zusammengekommen. Alter, also ich töne wirklich, als hätte ich nur Boys an Boy gehabt. Vielleicht ist es ein bisschen so, aber es sind ja irgendwie alles ein bisschen Kinderbeziehungen. Aber komm, ich erzähle da ganz kurz, weil der Schluss ist vor allem spannend, das weiss ich noch. Also, kurze Zusammenfassung, ich habe irgendwie mit dem geschrieben, wir sind irgendwann zusammengekommen. Er war ja wirklich sehr, sehr oft bei uns daheim gewesen. Also er ist mit dem ganzen... Also, aber es war ja so weird gewesen, weil er ist irgendwie nicht wegen... Also er ist so indirekt wegen mir gekommen, aber man ist noch nicht in dem Alter, wo man dann so zusammen gechillt hat, sondern er ist dann einfach zu meinem Bruder gamen. Aber er ist eigentlich irgendwo zu mir gekommen, um irgendwo indirekt mit mir zu chillen. Das ist so blöd, das ist so lustig. Und dann hat man ja gleich so, hat er bei uns zur Nacht gegessen oder so. Und es war irgendwie immer so ein bisschen die Dings von sich so spannend, weil eben, es ist nicht so offiziell, dass man irgendwie so mega, ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, das war immer so ein bisschen das Ding gewesen. Und er ist auch wirklich der Erste, der so wirklich so, ja, er hat da so, ne, wie soll ich sagen, Moves gemacht von so, er hat so mir lange in die Augen geschaut und er hat auch mir geschrieben, dass er mich wirklich liebt und so. Auch wenn er so ein bisschen ja, er war noch ein bisschen mehr ein Playboy gewesen, als ich ein Playgirl, wenn man das so sagen kann. Und es war ja lustig gewesen, weil wir sind dann irgendwann... Oh nein! Sorry, ich muss schnell mein Hirn auffrischen. Doch, jetzt kommt es mir in den Sinn. Also, wir sind immer bei dem... Wir sind noch nicht zusammen gewesen, und es war immer so ein bisschen das Spannende gewesen, so immer das Kribbeln. Und er hat dann irgendwann so ein bisschen angefangen zu joken, von mir, wir sollen zusammenkommen. Und ich bin mir wie nicht ganz sicher gewesen, weil... Ja, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden, weil ich habe nicht so viel Kontakt mit ihm, aber seine Eltern zum Beispiel haben noch Kontakt. So, er ist mega chillig, er ist so mega easy, so, aber ja, er ist auch ein bisschen ein Playboy gewesen, und es ist so ein bisschen, ja,
Ja, ich finde es so schön zu sagen. Egal, scheiß mir drauf. Egal. Auf jeden Fall, er hat wie mich überzeugen, so mit mir zusammenzukommen. Und er hat das folgendermaßen gemacht. Also zum einen hat er mir geschrieben, oder sind wir dann nicht mehr, ich weiß es gerade nicht mehr, scheiße. Vielleicht sind wir auch zusammen gewesen, kurz und nachher wieder nicht mehr. Und auf jeden Fall, ich lese einfach mal Screenshots vor, weil das sind die Sachen, die wir wissen. Er schreibt, bitte gib mir noch mal eine Chance, ich denke immer an dich. Ich schicke so ein Smiley mit so einem Er schreibt, sorry, bye bye, muss off, aber bitte gib mir noch mal eine Chance. Und ich so, ich überlege es mir, gute Nacht. Und er schreibt, hey, und, gibst mir noch mal eine Chance? Ich weiß es nicht. Schreibst mir morgen, okay? Und ich so, Chat ist klein, wow. Und nachher, oh mein Gott, und nachher, doch, jetzt kann man alles wieder reinziehen. Okay. Es tut mir so leid, dass ich jetzt gerade vorher überlegen. Er hat dann angefangen, Kolleginnen von ihm ein Bild schicken, von uns zusammen, und schreibt, also er hat mir ganz viele Screenshots geschickt, ich habe da 2 eingeklebt, aber es hat noch mehrere gegeben, und er schreibt, hey, passet mir zusammen. Und dann hat einer geschrieben, hey, ja, sieht mega herzig aus, wie heisst sie denn? Dann ein anderer Screenshot schreibt sie, ja, schon mega herzig. Und er hat dann die Screenshots geschickt und ich habe dann geschrieben, in dem Fall, .. Und er so, was? Hä? Und ich so, schaust du gerade DSDS? Ja. Und nachher schreibt er so, sag jetzt seine Antwort. Und ich so, ja. Also, wir sind jetzt zusammen. Er hat mich überzeugt, dass er mit ihm zusammenkommt. Und der schreibt einfach, geil. Geil! Auf jeden Fall, jetzt kommt das Beste, wir sind nachher dann zusammen gewesen. Und, der schudert jetzt gerade, ich mag mich noch so gut erinnern. Nachher schreibt er, easy, ich muss kurz essen, Schatz. Und ich, ok. Und ich weiss einfach noch, ich habe das so schlimm gefunden, dass er mich Schatz nennt. Oh mein Gott, weil das ist wie so... ich weiß auch nicht, Bro, ich bin so 12 und jetzt nehme ich einen Typ so Schatz und ich habe ja nicht mal wirklich etwas von ihm wollen. Also wie... Es war so die Mischung von, oh mein Gott, ein Typ, der mal beliebt war in unserer Klasse, der will jetzt etwas von mir und es hat so einen Ego-Push gegeben, aber ich bin nicht wirklich verliebt in ihn gewesen. Und ich bin so überfordert gewesen, weil er mich auf einmal so Schatz und so nennt. Und nachher hat er irgendjemand so geschrieben, hast du gerade Zeit? Und nachher schreibe ich weiss nicht, ob ich Zeit habe. Und er schreibt, okay, sag mir, wenn du Zeit hast, ich habe eigentlich immer Zeit für dich, ich game sonst nur. Und ich so, okay. Nein, nachher ist nicht mehr. Aber ich weiss auch einfach noch, wie er mal geschrieben hat, so, hey, soll ich dich Babe oder Schatz nennen, was hast du lieber? Und ich war so, ich weiss auch nicht, ich konnte das gar nicht handeln. Oh mein Gott, aber ja, das war auf jeden Fall mein erster halbwegs Freund gsi. Also er hat auch immer gesagt, so, er will mich gerne küssen und ich habe gesagt, ich will nicht. Und was war noch gsi? Ich weiss eben auch einfach noch, es hat eine Situation gegeben, wo wir mal Händchen gehabt haben. Und wir sind dort am Film schauen gsi. Und er hat immer so ein bisschen mit der Hand mit zu mir gemacht, zu meiner Hand. Und ich weiss, das Einzige, was ich noch weiss, so traurig, er hat so klebrige Hände gehabt. Und in meinem Kopf war einfach nur so, oh mein Gott, ich will wieder meine Hand loslassen, sie ist so eklig. Also ich glaube, ich habe es schon auch cool gefunden, so. Aber ja, ich glaube, das war mir auch einfach so ein Ego-Push gewesen. Aber ja, ich bin ein fucking Snitch gewesen. Ich bin wirklich schlimm gewesen, wenn ich mit Typen umgegangen bin, wenn ich wirklich einfach einen fetten Ego-Push gebraucht habe, weil ich so kein Selbstwertgefühl hatte, offenbar. Aber ja, ich hätte noch ganz viele Storys, gerade jetzt auch zu diesem Typ. Weil, das ist so random, meine beste Kollegin, also meine Kindheitskollegin, sie ist nachher auch noch mit ihm zusammengekommen. Und das hat nachher Beef zwischen uns gegeben, das ist eigentlich auch eine spannende Story. Und er hat sie nachher eben geküsst und das war einfach so ein riesiges Ding gewesen. Gerade auch, weil er nach langem mir wieder mal so geschrieben hat und ich so dachte, oh mein Gott, er schreibt mir wieder und nachher... Nein, das ist im Fall eine crazy Story. Nachher sind wir so das dritte raus und er hat nachher mit ihr die ganze Zeit geflirtet und sie sind nachher das zweite in meinem Bett am Liegen gewesen, und ich bin nebendran einfach am Hocken und habe so gedacht, oh mein Gott, nachher bin ich mit einer Mom heulen. Aber Bro, ich weiss nicht, ob sie ready wäre für so eine Podcast-Folge, weil das wäre hure funny. Nein, ich glaube, sie ist halt voll in dem Social-Media-Game. Aber es wäre eigentlich hure lustig, mit ihrer Podcast-Folge über das machen. Aber ja, ich würde sagen, das war es mit dieser Podcast-Folge. Ich hätte sonst noch ganz viele weitere Tagebücher mit meinem ersten richtigen Freund, wo ich dann auch 2 Jahre zusammen war und wir uns geküsst haben. Crazy. Aber ja, das war mein Kapitel von meinen ersten Kindheitsbeziehungen. Cute. Auch wenn ich ein fucking Snitch war. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen.
vergesst nicht, den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu geben. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!